Und weiter geht's hier bei Sonne, Mond, Freunde. Oh yeah, ich war wieder zurück im Pokémon Center, wie bereits erwähnt. Der Weg hierhin war relativ kurz, hat irgendwie länger in Erinnerung. Und jo, wird alles vollgefüllt und so mit Tränken. Wir können weiter und jetzt wird sowieso gleich episch. Ne, doch nicht. Ich wundere dich, Maike. Der Kind den Pony zu queren ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Ja, logisch, aber schon alle Trainer aus dem Weg geräumt. Da oben sind noch ein paar Kramrocks. Weißt du was? Ich mach das jetzt. Ich werde diese Brücke überqueren. Yeah! Ich kann mich noch gut erinnern, wie sehr ich davor Angst hatte, die Hängebrücke im Mahalo-Bergpfad zu überqueren. Und dass er wohl wirklich in Gefahr schwebt. Mir schlotten richtig in die Knie. Aber die Höhe macht mir nichts mehr aus. Sehr gut so, das ist meine Prüfung, meine eigene Interpretation der Zeitkraft. Oh Gott, Mädchen gehen nach Kanto. Na, mit diesen scheiß Posen und so nicht mehr. Ich mag die Z-Dinger nicht, Leute. Nee, da bin ich kein Fan davon. Ich hoffe, dass sie mit der nächsten Generation wieder weg sind. Also weg, dass sie quasi aus dem Mode geraten, wieder mega Entwicklung wieder mehr im Fokus geraten. Die finde ich cool. Noch coole Neuerungen, aber Z-Kraft und so, nee. Das ist ein Scheiß. Kramox, Attacke! Kramox, Z-Attacke! Z-Heuler! Was ist Z gerade Schei? Keine Ahnung. Ha! Ja, im Prinzip ist sie trotzdem weggelaufen. Jetzt wäre es natürlich cool gewesen, sie im Pokémon gehabt und gekämpft. Ich hab's geschafft, ich hab die Prüfung bestanden. Ich hab eine Brücke überquert. Und ist vor Kramurks davon gelaufen. Ja, Prüfung bestanden, ne? Logisch betrachtet müsste ich das sagen, aber geht nicht. Vor allem, nee, vor allem wenn es so freut und so, da kann es sich machen, deswegen. Und wie? Danke. Man ist ja Gentleman, wa? Wow, danke fürs Heilen. Hätte vorher gerne machen müssen. Die nehmen zu letzter Zeit Wecker zusammen, das finde ich total cool. Psst, ich stehe ein bisschen auf sie. Ja, du bist ein Pokédex und sie ist ein Mensch, toll. Tolle Kombi. So, was sind denn das wohl hier für Pokémon? Dictas? Dictris wohl eher? Wir werden es gleich erfahren. Es sind Dictri. Wir sind coole Dictris. Das ist auch sowas, hey, Alola-Formen. Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz klar zugeben. Und viele Alola-Formen fand ich von Anfang an cool, zum Beispiel die von Vulnona, also Vulpix Vulnona, Raichu auch, Sandan, Sandama, fand ich auch eigentlich cool. Andere wie die von Geowatz, also Kleinstein plus Entwicklungsstyle muss man erst daran gewöhnen, aber die von Dicta finde ich einfach nur hohl. Die Haare, ich meine, gehen noch, aber warum ist deswegen Stahl? Sind das Stahlhaare? Abgesehen davon ist Bodenstahl sowieso ein Scheißtyp. Das sind die gegen alle schwach, wenn du so willst. Boden hat viele Schwächen, Stahl merzt eigentlich aus und hat Stahl wieder einige Schwächen, die gegen Boden wieder. Ja, also insofern. Ich bezweifle ein bisschen, dass es viele gibt, die irgendwie in Alola Dictri ernsthaft einsetzen im Kampf. Von mal 3 andere Versuchen. Das sind 3 Stooges oder was? Egal. Muss mich nicht interessieren. Erfahrungspunkte. Voltorad bei 36. Ganz geil, wird immer stärker. Der Icebreaker. Quatschutsu. Was? Pudersand. Ja, klar, ist ein Boden-Pokémon, ne? Warum nicht? So, jetzt kann ich hier Machomai einsetzen. Nicht Machomai, nee, es ist kein Matsch, es ist ein Machomai. Wohin schickt das Teil? Das Teil des Machomai. Ah, vielleicht muss ich nach unten, wa? Machomai, komm herbei. Warum ich persönlich im Machomai sein muss, keine Ahnung. Hätte man nicht irgendwie einfach mich selbst hinter Machomai stellen können. Top Genesung. Oh yeah.
Natürlich hier. Das sind nur noch einfache Rätsel. Ach stimmt, der Kenny ist... der Kenny ist doch größer, als er noch irgendwie im Kopf hatte. Die Treppe hoch. Ich weiß, Leute, ich will erstmal gucken, was hier noch so war. Ein Finsterball. So, es sind noch ein paar Pokémon, die mich gerade nicht so aktuell interessieren. Was auch seltsam finde, wenn wir gerade mal dabei sind. Bei früheren Spielen gab es seit der 3. Generation gibt es ja sogenannte wackelnde Büsche, wa? Wo jeweils ein bisschen stärkeres Pokémon so drin ist oder ein spezielles Pokémon. Die gibt es ja hier in der 7. Gen auch. Da hatten wir, glaube ich, auf der ersten Insel wurden die uns ja vorgestellt, dass die sogar auf einen zukommen, wenn man näher ist. Also sprich, wenn es irgendwie hier wäre, oder? So ein dunkler Fleck und so. Und ich komme hier von rechts nach links. Und dann kommt es eigentlich auf mich zu. Aber seitdem habe ich gar keine mehr gesehen. Sind die ja so selten? Kommt mir das ein bisschen so vor. Machen wir ja 4 Arme, kann aber keine Leiter hochsteigen. Interessant. So, Professor Birk, mein großes Vorbild. Birk war aber 3. Gen, wa? Ja, im Blick, also beziehungsweise suche natürlich hier ab und zu noch nach so Hinweisen für Generation 4 Remake. Aber eben mittlerweile von 3DS kommt der Ultra Sonne Ultramond, schon ein Jahr nach Release von Sonne Mond, das ist wohl relativ früh. Und die Frage, die man sich immer noch stellt, ist, werde ich es mit dem Flammenwurf töten können? Nee, aber ich mache erst einen Ränkeschmied, weil Slammer kann sowieso nichts. Gegen Salamander meine ich, er könnte soll vergiften, aber warum? Nee, die Frage, die ich mir natürlich stelle, wir wissen, es gibt da auch ein Rollenspiel für die Switch. Ein Pokémon-Rollenspiel wurde bereits angekündigt. Hey, das ist mein Säckristall da. Und was ich natürlich in der Hinsicht frage, könnte es nicht eventuell sein, das Rollenspiel für die Switch, das Gen 4 Remake, also sprich irgendwie das Remake von Diamant und Perl ist, wenn man es mal so überlegt, das Remake, also jedes Remake der bisherigen Pokémon-Spiele kam auf eine neue Generation der Editionen heraus. Beispiel, Feuerrot, Blatt, Grün war Game Boy Advance. Hard Gold, Soul Silver war der DS. Omega Rubin, Alpha Saphir war der 3DS. Jetzt gibt es noch keinen Nachfolger von 3DS. Dementsprechend müsste es eigentlich die Switch sein. So rein theoretisch und so. Oder gut vorstellen können, dass nach dem 3DS, und der mal irgendwann abläuft, so 2-3 Jahren, dass dann die Switch der offizielle Nachfolger wird. Matschbombe. Aha, er macht, das stimmt ja. Ja, natürlich kann man es halt nicht machen. Warum? Ganz einfach deswegen, weil natürlich vergiften geht. Aber das ist sowieso so eine Sache mit der Fähigkeit. Ja? Vergiften kann ich dank Corrosion. Das heißt, Toxin ist der einzige Move, oder vielleicht auch Giftwolke, der wirkt auf Gift- und Stahl-Pokémon. Aber der Stahl hat keinen Schadenkrieg von Giftattacken, kann ich keine Matschbombe einsetzen. Ist irgendwie, also trotz Korrosion, es gibt keinen Sinn. Also ich hoffe, das fixen sie in so ein Ultramond noch, oder vielleicht ist es auch zu mächtig, kann natürlich auch sein. So, darf jetzt mal vielleicht ein Donnerblitz hin, die müssen eigentlich schneller sein. Doch nichts. Da kommt ja noch, ja wegen Robustheit dann noch ein KP, also da wird ja wohl ein Donnerblitz ausreichen, da müsste jede Attacke ausreichen, ne? Volltreffer. Ist ja unnötig, aber warum auch nicht? Ja, Raumspitzenangriff natürlich sehr wichtig für mich. Wow. Schaufler. Es kann Schaufel lernen, aber Erdbeben nicht. Das ist mal so etwas, wo ich mir sage, warum? Warum gibt es Pokémon, die Schaufler lernen, aber Erdbeben nicht? Ich glaube, umgekehrt gibt es gar nicht, wa? Schaufler geht, aber Erdbeben nicht? Hä? Was ist denn das für ein Quatsch? Muss ich echt mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das gibt gar keinen Sinn. Wenn dort muss man mir den Sinn mal erklären. Also irgendwie bin ich da gerade, keine Ahnung. Gibt für mich persönlich keinen Sinn.
So, langsam kommen ein bisschen die Stahl-Pokémon raus. Das heißt, vielleicht soll doch langsam aber sicher wieder mal switchen mit Eisbrecher nach vorne. Ich weiß, wohl hinkt noch ein bisschen hinterher von unserem Team-Level-Cap, aber generell holt zumindest ein wilden Pokémon ein bisschen auf. Ah, ich glaube, hier oben ist es, wo wir nach dieser Brücke treffen wir eine besondere Person. Die hier da nur einen kurzen Auftritt hat, aber ich glaube oder hoffe in Ultrason Ultramond ein bisschen größeren. Man munkelt ja auch, dass die Charaktere in Sonne Mond, die eigentlich ziemlich cool sind, doch ziemlich cool aussehen, aber nur einen kurzen Auftritt hatten, dass die in Ultrason Ultramond stärker hervorgehoben werden. Alter, Alola Medicat. Ja. Ich finde die Katze richtig hässlich, vor allem der Kopf, ey. Wir kommen auf die Idee, den Kopf so zu performieren, sag ich jetzt mal. Also quasi aus wie mir eine Biene gestochen, ich finde aber trotzdem edel. Der Höhner auf ein Pokémon, das nur angreifen kann. Ist ja nicht schlecht. Ja. Flug, aber ich bin natürlich Eis, also was soll denn in der Flugattacke machen? Ah, neutral gegen Eis wieder, ja toll. Naja. Aber wir wissen ja, Eisbrecher ist physisch ziemlich stark, der hält schon ein bisschen was aus. So, jetzt eigentlich trainiere wohl noch bis Level 14 und dann kann ich ihn, glaube ich, wieder aktiv einsetzen. Ich hoffe zumindest. Wieso tropft der? Hä? Gegen Kramschiff gekämpft, das einen Flugattack eingesetzt hat und tropft, das gibt irgendwie keinen Sinn für mich. Wo ist die Logik? Wenn er schmutzig wäre, ja, vielleicht, weil es ja Staub aufwirbelt, so ein Flügelschlag. Eventuell, aber so, hä? Verwirrung? Ist egal, nicht unser Bier, wa? Namen heilen, okay, merken wir uns. Ihr merkt es mir sowieso nicht. Das ist immer so eine Sache, wa? Attacken gegen Attacken, die entweder neutral wirken oder eben auch nicht. Wie zum Beispiel jetzt, oder irgendwie Flug gegen Eis wirkt neutral. Okay. Aber gerade irgendwie ein Beispiel, irgendwie Boden gegen Pflanze. Genau, das ist ein perfektes Beispiel. Boden gegen Wasser ist neutral. Boden gegen Pflanze macht nur halben Schaden. Wobei ja Pflanze gegen Boden effektiv ist und Wasser gegen Boden auch. Also, warum? Und da ist sie, die besondere Person. Fotos knipsen. Toll, du inspirierst mich gerade zu einem Bild. Ein Bild mit dem Titel, mal überlegen. Ich hab's. Reisender auf Pony. Ach ja, ich bin übrigens Mazurika, ich bin der Captain hier. Ja, wir haben den Herrscher, wir haben den König bereits platt gemacht, Hapu. Da muss man sich mal reinziehen. Die hatten vor Hapu während Jahren keinen König, kein Inselkönig oder Königin von mir aus. Aber einen Captain haben sie. Dabei musst du dann die Captains erst besiegen, damit du zum König kommst. Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei Sonne Mond haben die Entwickler die ersten 3 Inseln, auch wegen der Story und so gut fortgeschritten. Nachher sind die keine Idee mehr, was sie machen können. Dachten sich so, die letzte Insel machen wir mal komplett anders, werfen Charaktere raus und so und sparen die uns für andere Spiele. Wie dem auch sei, ich war gerade mal wieder auf der Suche nach Inspiration für meine Bilder. Insofern habe ich leider keine Prüfung parat. Der Kennen von Pony ist schon ein leichtes Wunder, wenn sie nicht auch. Den Kennen durch Quertas wirst du übrigens sofort verstehen, wovon sich Elima bei seiner Prüfung inspirieren hat lassen. Elima? Jo, der Find! Ja, der geht hier ein bisschen schneller, wa? Ich meine, im Kampf wäre es doch cool gewesen gegen sie. Wobei man kämpfen, also man kann auch gegen sie kämpfen, ich bin gar nicht mehr sicher, was. Direkt nach der Hauptstory oder hat es mit der Liga zu tun? Also mit dem Rematch in der Liga. Sag nochmal was. Dann mach's mal gut, Alola. Blumen pflücken. Oh mein Gott. Wir können Liga nicht den ganzen Spaß überlassen. Los, machen wir uns auf den Socken. Halt die Schnauze, Roto. Schon seltsam, weil man so überlegt. Also wenn man so einen Gedanken pausieren lassen, wenn man so meine Gedanken durchgehe.
Ich zocke mittlerweile Pokémon seit der ersten Generation. Ich war damals seit der 8, 9, als Pokémon Rot und Blau erschien, natürlich total der Hype und so. Okay. Seitdem gefiel mir eigentlich jede Generation. Auch die Remakes waren eigentlich immer geil. Es gab noch spezielle Editionen, vor allem bei den ersten 4. Danach die 5. Generation mit Schwarz-Weiß, eine spezielle Edition Schwarz-2-Weiß waren aber eigentlich auch noch cool. Und dann kam die 6. In der 6. Generation, ich persönlich war nicht so Fan von XY. Mir gefällt so XY besser als hier Sonne Mond, aber trotzdem, ich war jetzt da nicht, fand die Story nicht so prickelnd wie noch bei Schwarz-Weiß. Ich meine, Schwarz-Weiß, absolut geile Story, total imbar in XY, nee. Die Anime, da wo mehr ein bisschen auf Z spezialisiert und so, also Z wegen Zygarden und so, dachte mir, yeah, das Spiel wäre natürlich geil, kam aber nix, dann kam Oras, war natürlich total der Hype, Alter, Oras haben sie so geil gemacht, im Prinzip, ich glaube sogar die besten Remakes aller Zeiten bisher. Habe relativ lange gezockt, auch viel gezüchtet, Competitive Pokémon gemacht und so. Es war einfach nur krass, was ich immer noch ein paar habe. Also ein paar, habe eigentlich immer noch alle, aber schon lange nicht mehr gezockt und so. Und jetzt die 7. Generation, ja, mau. Wirklich mau. Eigentlich, ja, Story, ja, Ich meine, die Story ist eigentlich schon spannend, aber ganz ehrlich, wir haben da Ultra-Bestien. Boah. Ultra-Bestien, die aussehen wie Monster aus Power Rangers oder teilweise auch wie schlechte Digimon und so. Eigentlich gar keine Pokémon mehr im eigentlichen Sinne, sind total, ja, einfach irgendwie aus der Luft gegriffen. Ich komme gar nicht weiter, deswegen. Und, ja, und dann eben noch eine Sache, das legendäre Pokémon entwickeln sich, also ist ja auch so ein Ding hier bei Sonne Mond, die ganzen Prüfungen, Und zuerst dachte, ja, könnte doch vielleicht cool sein, aber im Endeffekt muss ich sagen, finde ich doch nicht so cool. Es sind aber so ein paar Dinge, die Neuerungen, vor allem nehmen auch Z-Attacken. Ich glaube sogar, es gibt keine Neuerung. Ah doch, das mit den DVs, stimmt. Man kann in der 7. Generation DVs besser verteilen und man sieht sie auch besser und so. Dann natürlich geil. Aber ansonsten, ja eben, Prüfungen, Captains Könige, statt Arenaleiter, deswegen keine Orden, halt die Z-Kristalle, die Z-Attacken und die Ultra-Bestien und Pokémon, legendäre Pokémon, die sie entwickeln können. Gut, letztes kann man eigentlich weglassen. Aber eben vor allem Ultra-Bestie, Z-Attacken und die Inselkönige-Prüfungen, das sind alles Dinge, wo ich persönlich auch sagen muss, nö, finde ich nicht cool. Das sind keine guten Neuerungen. Vielleicht liegt es daran, wir haben in der 6. Generation die Mega-Entwicklung bekommen. Natürlich, anfangs mit Mega-Entwicklung dachte man sich auch, bin nicht verwirren, oh, natürlich krieg alles zusammen, er trifft, ich wäre verwirrt, leck mich am Arsch. Ja, warum eben halt Mega-Entwicklung zum ersten Mal bekam. Anfangs dachte man sich vielleicht, Mega-Entwicklung vielleicht scheiße und so, aber man hat es mit angefreundet, viele haben es gefeiert am Schluss. Na toll, jetzt muss natürlich treffen. Aber ganz ehrlich, wenn ich persönlich sage, also ja, und dann kann man halt so, in der Zeit, Mega-Entwicklung fand ich cool, oder fand ich auch persönlich, der trifft mit allem, hey. Ah gut, war natürlich Ziel, ja, ist klar, dass er getroffen hat. Ja, Mega-Entwicklung waren cool, dann kamen eben halt die Remakes zu Rubin und Saphir. Da wurden noch ein paar neue Mega-Entwicklungen eingeführt, natürlich auch geil. Aber sind wir mal ehrlich, eine Generation war etwas neu, Mega-Entwicklung. Und hier plötzlich, Mega-Entwicklung ist nichts Besonderes mehr, muss man nicht da... Trifft sie mich jetzt immer oder was? Nur weil er einmal gezielt hat. Okay, raus hier, da bringt nichts. Das ist totaler Scheiße jetzt. Muss ist sowieso eine Kampfattacke, also kann er, genau. Ihr wollt eigentlich auch noch, aber überlegt wegen Voltwechsel, mach es halt so. Alter, das hätte er mich gelesen. Voll ausgespielt. Ja, zurück zu den Mega-Entwicklungen. Eine Generation war nicht dabei, war etwas Besonderes. Nächste Generation wird auch wieder etwas Neues. Man hat gar keine richtige Zeit gehabt, die Mega-Entwicklung, ja, sich zu vertiefen, sag ich jetzt mal. Nö, da etwas Neues. Und natürlich dann Z-Attacken statt Mega-Entwicklung. Ich meine, es ist gleich Ring und du kannst mit dem Z-Ring auch Mega-Entwicklungen durchführen. Aber man merkt es allein deswegen, weil die Megasteine nicht unbedingt alle im Spiel enthalten sind. Die musst du dir halt durch Download-Code und so hinzugewinnen. Es war irgendwie nicht geplant, dass man den Fokus doch auf den Megastein legen muss und dass die Leute so darauf abfahren.
und nicht mehr so Bock halt auf die Z-Attacken haben, also auf Neuerungen hier halt für Sonne, Mond. So eine Psycho-Attacke, das ist generell nicht schlecht. Aeroas, das zielend ausweichen kann. Ich lasse es mal noch, Leute. Weil Aeroas sicher trifft und so, kann man gut gebrauchen. Ja. Und natürlich auch interessieren, wie jeder dazu steht, wegen den ganzen Neuerungen, so Mega-Entwicklung, 6 Generationen, jetzt mit der Z-Attacken. Muss ich vielleicht ein bisschen zu schnell, aber vielleicht noch mal eine Generation abwarten sollen, bevor das kam. Jetzt wird es so, ja, komm, hau mal raus und so, ist gar kein Thema. Ja. Wie gesagt, für meinen Geschmack zu früh. Ich bin generell auch kein Fan davon. Von Z-Attacken, Ultrabestien, Inselprüfungen, Königen und so, das ist alles nicht meins. Aber ja, ich meine, das war ein netter Versuch von Nintendo oder von Game Freak, Entschuldigung, von Game Freak. Und wer weiß natürlich nur, dass so ein Ultramond noch rauskommt, vielleicht gehen wir wieder ein bisschen zurück zu den Anfängen, wird wieder ein bisschen mehr von alten Elementen einbauen, oder aber, bis mich irritiert einfach ein bisschen, dass sie jetzt schon neue Editionen rausbringen. Bereits ein Jahr später finde ich sehr, sehr früh. Was deswegen, weil weil Sonne und Mond irgendwie so enttäuschend war von Entwicklungszahlen her und viele Kritiken kamen, oder was genau für ein Grund? Würde mich irgendwie doch mal ein bisschen interessieren. Hinterruf da 50%, okay, das heißt, wird ein normales Zygat. Rein theoretisch zumindest. Ein Rokara, Gesteinfee. Auch hier ist unbedingt meins. So, ja, wir haben noch einen Kampf jetzt hier draußen. Sind noch relativ viele Trainer hier. Das passt doch perfekt. Dann sind wir nachher eigentlich mit dem Canyon durch. Wir können den Rest im nächsten Part machen. Und vielleicht noch was mit der Hauptstory und so. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Warten ab, vielleicht gibt es bis zum nächsten Mal bereits eine neue Infos zu Ultrasonne, Ultramond und vielleicht sogar zu einem Gen 4 Remakes. Geil fände ich es ja. Obwohl eben, wenn es halt unter so ein Ultramond kommt, bezweifle dass bereits Infos zu Gen 4 Remakes geben würde, weil das wird irgendwie... Die Entwickler können sich denken, dass die Leute mehr auf die Remakes sich freuen und das wird irgendwie halt für... Ja, vor allem für die Werbung halt, bezüglich Ultrasonne, Ultramond, das irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen. Das wäre sicher nicht ganz so clever. Und reichen Lapras. Ah, Tornado wieder gut. Sag mal. Ah, ja, ist ein TM. Ja, jetzt finde ich Flammenwurf geil. Jetzt, was am Vierer bereits selber gelernt hat. Das ist 35, seit Jahren. Ich glaube, Flammenwurf ist einer der wenigen TMs, die es seit der ersten Generation gibt. Und auch seit der ersten Generation die gleiche Nummer, die gleiche Dings hat. Die gleiche Attacke halt. Gut, ich glaube auch Generation 4 war es, sowieso die ersten 50 TMs immer gleich. Danach wurden sie ja weiter mit weiteren 50, insofern, ja. So. Sind wir am Wanderer, wir sind natürlich auf den Eisbrecher ein bisschen doof. Ich hoffe, dass Volta wegen Käfer ein bisschen was machen kann. Wäre ganz geil. Und dann würde ich sagen... Oh. Galbat. Jetzt sehe ich zumindest direkt mal, was Flugattacken ausrichten würden gegen Volt. Wegen Neutral und so, da Elektro. Ja, auf jeden Fall ist es tot. Capo Level 49, sehr gut. Daunenreigen. Oh, der ist natürlich geil, der Move. Das Ziel in Down und Sekt ist Angriffswert stark. Andererseits natürlich Synthesen noch, der ja für den Pflanzpokémon vor allem geil ist. Daunenreigen hat natürlich eine Flugattacke.
senken. Angriffswert senken. Liegt vermutlich daran, weil Kalpur nicht so viel Verteidigung hat. Ich lasse es mal noch, vielleicht später. So. Gut. Bin schon Überlänge drin, aber jetzt will ich zumindest noch einen Trainer hier platt machen. Und den Rest, wie bereits erwähnt, in der nächsten Folge dann. Wenn wir gerade am Thema Ultras und Ultramond waren, ach du Scheiße, Machomai. Was natürlich noch wichtig ist, was ich noch erwähnen muss, wenn es nicht großartig anders als Sonne Mond ist, dann will ich es nicht Let's Playen. Nur mal so noch by the way und so. Weil, ja, das ist eine Sache. Ich meine, es könnte theoretisch sein, dass sie auf die Dinge ändern, die sie in Sonne Mond ein bisschen doof fanden, die sie selber gemerkt haben, eben halt Charaktere eingeführt, mich näher ein bisschen erklärt und so, vielleicht die Story ein bisschen zu wenig, oder sie führen neue Pokémon ein, also neue Formen halt. Lola-Formen und neue Ultrabesen, das war's dann eigentlich auch schon, dann, ja. Es soll ja eine Alternativstory, ist ja gar keine Weiterentwicklung, gar keine Fortführung wie noch bei Schwarz 2, Weiß 2. Dann natürlich persönlich schon ein bisschen doof. So. Ich meine, es ist 7 Level höher, es hätte mich gewundert, wenn das gereicht hätte. Zum Glück hat er es jetzt gekillt, weil das hätte ziemlich wehgetan. Wow, okay, ich gehe raus. Volt wechseln und tschüss. Sag mal, kann ja nur Protzer. Ich meine, Protzer ist wieder gut, aber nach 3 Mal kann man sich auch denken, dass der Gegner was anderes macht. Das war jetzt leicht verrückt. Aber egal, Volt kriegt Erfahrungspunkte, wie es sich gehört. Nahkampf statt Durchbruch, bin durch sehr dafür. Ich meine, klar, es hängt unsere Verteidigung. Ja, aber in der Regel machen wir es irgendwie so für 1 oder 2 Gegner. Na, tauschen es wieder aus, das Pokémon, oder geht sowieso drauf. So, das war also unser Donarion, der gute Volt. Kleine Anspielung an die Tales of Serie. Natürlich muss noch ein Pokémon kommen, ein paar in den Länge zu ziehen. Es ist natürlich klar, hä? Rokara, Level 43, lass mich raten. Oh, nur 42. Ist richtig schwach, ey. Und tschüss. Ich mag keine Schwächlinge. Voll gemein irgendwie, wa? So, hier nochmal durch und so. Und hier die Abkürzung, dann bin ich da, für die Radala. Jo, hier haben wir irgendwie den Abschlussweg, weil nachher kommt, man könnte sagen, eigentlich eine Inselprüfung, also Prüfung. Ja doch, es ist eine Prüfung, muss man eigentlich so sagen. Und dann geht es auch schon bei der Story weiter. Ja, die gefallen mir eigentlich relativ gut. Alle bis auf Volt, der muss auch nicht mehr trainieren. Level 44, 45 mindestens, bevor es dann zur Sache geht, weil sonst wird unser Käfer, fürchte ich, ziemlich zerquetscht werden. Aber egal. Wir sehen uns, wenn es soweit ist. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.